Noven zusammen, ohne alles klar soweit. Beim letzten muss ich mir hier so kurz vorm Gang des Todes, nee, ich glaube, stopp. Königsgang war es, glaube ich, vielleicht war es auch nur ein Flur, ich weiß nicht mehr so genau, da sind wir stehen geblieben. Und du machen wir heute weiter. Da habe ich ja schon ganz hinten am Ende so eine Nebelwand gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bossgegner ist, aber das werden wir dann schon zusammen erleben. Also, viel Spaß. Beim letzten Mal haben wir ja hier quasi den Königskorridor freigeschaltet und es hat so ein bisschen noch Bossgegner gerochen. Ich weiß jetzt nicht 100% genau, ob einer kommt oder nur das nächste Gebiet. Aber wenn das jetzt ein Bossgegner ist, kann das natürlich direkt am Anfang so richtig auf die Schnuss geben. Und von daher würde ich sagen, gucken wir uns die Geschichte mal ganz in Ruhe an. Jetzt müsste man nur halt wissen, was für Richtung man gehen muss. Ich glaube, hier runter war das, ne? Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ah jo, da hinten war es, ne? Sieht er das? Ah jo, sieht er das. Und es riecht halt schon auch so ein bisschen noch Fall, ne? Also ich weiß jetzt natürlich nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die ganze Helden hier aufwachen. Oder wieder nur jeder zweite oder gar keine. Aber wir werden das gemeinsam erleben. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. So, die scheinen schon mal nicht aufzuwachen. Auch nicht. Auch nicht. Ah jo, jetzt kommen sie. Wow. Alter, die haben mir ja schon einen Haufen Energie abgezogen. Nein! Die Rotaugen. Eigentlich sind das so Richtung Terminator, oder nicht? Steht Sans Richtung Terminator. Ganz klar. Richtung Terminator. Genau, du. Ja, aber die sind jetzt irgendwie alle auf Emo angehupst, kommen oder nicht? Normal dauert das hier immer so, da kommen sie so ein bisschen nacheinander. Welche? Jo, durchjoggen am Arsch. Ich will die jetzt fertig machen. Ich will hier die Items holen und alles. So geht's jetzt aber wieder nicht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. So, wach auf jetzt, hopp. Haha. Arschkäse. Ah, das ist nix. Ah ja, jetzt kommen sie. Ja. Alter. Samu, dieser Sidekick, den du machst. Stich doch jetzt mal zu. Die sind schon garstig, muss ich sagen. Die haben so, wie soll ich denn das nennen? So dieser Drehmove, ne? Der ist richtig brutal, ne? Da lassen sie sich danach nicht davon abbringen. Und ich meinerseits, also mein Schlag tut's quasi unterbrechen. Das ist halt das Fiese an der Geschichte, ne? Alter, hatte ich nur noch so wenig Energie, dass ich gerade mitgeriet. Samu, von die Pferdekopf oder der Krokodilskopf? Pferdekopf, oder? Ist das jetzt wie beim hier, Film, der Pate. Pferdekopf auf dem Bett. Verstehen ihr? Er ist schon so ein bisschen, oder? Ah ja, gut. Die wollen es direkt am Anfang, wollen es wissen. Ja, Krise jetzt halt ihr Schlee, wenn sie die wolle. Okay, mehr nix. Tschüss. Aha. Wow. Herrgott, du wieder nochmal. Rennt doch bitte. Danke. Schlabberdrängchen. Sehr gut. Ah ja, jetzt kriegt er langsam Schiss, wie jetzt gesehen, was ich mit seinem Kollegen gemacht und du der doch lieber den Rückzug antreten, ne? Sag mal, heute was auf mich geschossen allewei. Das du kann man wahrscheinlich auch nehmen, ne? Köderschädel.
Kann ich dann ködern oder was? Was ist das Ding? Das sieht doch auch so aus, als wäre das irgendwie zum Aufmachen oder so, oder nicht? Lass mal du irgendwie so Hebelche, wie beim Indiana Jones irgendwie und dann Abmarsch. So. Ja, das hat wieder gut geklappt, das, oder? Schöner, schwerer Angriff. War er wieder zu kurz. Ja, so kennen wir nicht. Ach, ja, der Hof. Es ist einfach, ne, das ist halt, das wäre so der Game Changer. Schön unten auf dem Boden, wo die Füße sind, so roter Kreis um mich drumherum, dass ich genau weiß, wie weit kann ich quasi und was ist dann nämlich im Trefferbereich, ne? Das siehst du halt schon eher weniger, ne? Und die Items, die ich jetzt ingesammelt habe, die waren auch alle gar eher so, sagen wir mal, semi-optimal. So, was kommt jetzt für Held? Wird wieder Baseklopperei geben, das du. Alter, lass mich doch mal rollen. Na, außerdem hast du hast, aua. Ja, du hast gar nicht damit gerechnet, alleweil. Außerdem hast du Spiegel als Schild. Das ist ja auch nicht so clever, oder? Mensch, das nur. Ja. Yeah. Nein, so machen wir nicht. Alter, dein Blitze kann ich behalten. Ich brauch keinen Blitz. Am liebsten hätte ich Blitz ab, leider. Alter, ich habe nur Springe gedrückt. Nee. Ich will keinen Blitzehund von dir. Sag mal, so richtig viel abzieht, du nicht dem auch nicht, ne? Alter, der hat mich gar nicht getroffen, hat mich trotzdem getroffen. Du Schiff. Was macht denn jetzt? Ah jo, macht er einen auf Tor. Jai. Ohne Hammer. Ah jo, vorbei, du Trottel. Nee, was gibt das, wenn's fertig ist? Alter, wie guck mal. Hat er das alle gesehen? Da war so viel Platz zwischen mir und dem Schwert. Hitboxe des Todes ist das. Hitboxe des Todes. Uns ist langsamer, qualvoller Tod. Ja, gut. Ja, hat er schon zwischendurch aber ein bisschen Schiss gekriegt, ne? Hat er schon so ein bisschen rustige Unterhose gekriegt, weil er gemerkt hat, das ist doch kein Fallobst. Da hole ich mir lieber Verstärkung. Das war dann natürlich schon scheiße, ne? Also egal wie man es definiert, es war trotzdem scheiße. Jetzt lass dich nicht von hinten machen, ich sag's dir. Ja, hol die Moto. Da was mal 100 Hummer, ne? Nix gibt's. Behalt dein Scheißschwert. Nee. Behalt dein Scheißblitze bei dir, ich brauch's nicht. Ich hab nicht darum gebeten. Shit. Ja. Samo. Nein! Eben war es besser. Ist das jetzt wieder so... Ah, fuck. Das war gemein von ihm, oder? Ich finde, das war gemein. Weil, Ach, vorbei, du Trottel. Haha, vorbei. Du hast genauso gutes Zielwasser wie ich als. Genau, batsch die Schilder an, du Trottel, ey. Das ist dein Todesurteil, wenn die grüne Balge nicht so eklig wäre. Ach, fuck. Jawohl, tschüss. Was mit deinem Lakai? Haut der auch ab. Ja.
Ach, du bist schon ein Waschlappe gewesen. Und taktisch nicht clever gemacht, mein Lieber. Taktisch sehr... Nee, Alter! Ich bin gerade am Verzählen. Das ist unhöflich, was ihr du mache. Bleib fatt. Das war taktisch unklug gemacht, ne? Weil er hat hier nämlich viel Energie gehabt. Und wenn er dir ein Schild dann so vor sich auf den Boden stampft, dann ist er hier erstmal 5 bis 10 Sekunden bewegungslos. Und dann kann ich ihm hier schön von hinten den Innenlauf verpassen, ne? Das war nicht so clever gemacht von ihm. Das muss ich einfach sagen, wie es ist. Schafft, das stimmt. So. Gut gemacht. Truhe voraus. Aufzug ebenfalls. Truhe? Kann ich die... Ah doch, du ist Truhe, tatsächlich, ne? Tatsächlich, Tatsache. Seelenblitz, Zauberquarzring plus 2 und ein Asketenleuchtfeuer mal 3. Zauberquarzring, das hört sich halt wieder so an, als wäre das was für ein Zauberer. Jedes Mal denke ich mir, ach, eigentlich, du kennst schon mal Zauberer spiele. Einfach, dass du mal siehst, wie das so ist, Zauberer zu spielen. Aber es ist irgendwie dann, ach, nicht so hundertprozentig meins, glaube ich. Licht voraus. Naja, so steht so runterhupst für der Licht oder was. Verstehen ihr? Also das ist ja schon irgendwie, wie soll ich denn sagen? Als Zauberer ist ja eher so Distanz. Also, ne? Weil die Zauber, die fliehen ja quasi fort. Das ist ja eher so Distanzangriff. Oder Kampfstil, sagen wir mal. Und ich habe das schon eigentlich ganz gern so ein bisschen im Nahkampf, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, es wird mich ja schon immer interessieren, so Zauberer zu spielen, ne? Aber jedes Mal, wenn ich dann meine Klasse zusammenstelle und so, denke ich mir, oh, komm, hopp. Und vor allem, ich habe immer so das Gefühl, die Zauberstäbchen und die ganze Zauber, die man so findet, dass man die relativ spät findet tut. Das heißt, ganz am Anfang ist du ja dann auch wenig zu holen, ne? Oder? Also an Zauber oder so, die du gebrauchen kannst. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann probiere ich das nur noch aus. Was ist das? Das ist ein Fuß. Aha. Ja. Fackel können wir doch schon mal anmachen. Das ist schon mal nicht schlecht. Tschüss. Grüne Blüte. Sehr schön. Ja gut, machen wir dann die Fackel an, wenn uns das quasi schon so zwängt, ne? Also quasi uns schon fast dazu zwingt, die Fackel anzumachen, dann machen wir es halt an. Aber eigentlich hätte ich jetzt, finde ich, Leuchtfeuer verdient, oder? Also ich finde schon. Weil es ist jetzt, ne, so nur ein Bossgegner. Ja, da vorne ist er schon eins. Guck mal nur nicht, dass uns der jetzt gleich einer von der Seite anhupst und dann war es das nämlich wieder. Da singt doch jemand, hä? Ja, da singt jemand. Schrein von Amana. Ja, ist das die Schwester vom Amani? Ja, sie wäre langsam flacher, die Witze, ne? Ja, ich hatte ihr leid. Ich hatte so Tee, ne? Das ist so Weihnachtstee. Was weiß ich, Winterzauber und so Gedöns. Und das Glas, das hatte ich neben den Teebeutel hier. Oder stehe, je nachdem, wie man es nennen will. Jetzt riecht das Glas quasi nur dem Tee. Ist auch nicht schlecht. Also, aufsteigen. Machen wir. Und zwar... Ach, das war's schon wieder. Das lohnt sich kaum. Wie viel fehlen jetzt noch? 7200. Mehr Runde bis hier 7260. Das kennt man aber in Seele anlegen. Also das kennt man auf dem Konto haben. Nein. So, pass auf. Und zwar... Du mir einer Dote von machen. Das sind bestimmt 10.000. Sine, zack, schon Hummers. Eigentlich könnte man den noch... Warte mal, wie viel gibt denn so einer? Ja, 8.000. Jetzt machen wir da noch so 10.000er. Haben wir 40.000. Das war eben so um die 18. Also es müsste eigentlich jetzt reichen für noch 2 Levelger, ne? Ja, red nicht so viel. Du mir lieber Angebote machen, die ich nicht ablehnen kann.
So, einwandfrei. Besser hätte es nicht gegangen, oder? 463 sind noch übrig, als hätte man es so geplant gehabt. Du müsstest quasi so Tabelle geben, wo man sieht, aha, die nächste Stufe kostet so viel, die Stufe kostet so viel. Und was man halt unbedingt auch bräuchte, ist, dass man sieht, wie viel Seele so ein Ding gibt, ne? Das wäre schon gut. So, pass auf, Ausrüstung verstärken. Wir haben ja jetzt Boe. Und zwar hatte mir der Jäger Schwarzbogen. Skaliert S auf Geschicklichkeit. Finde ich persönlich ganz sympathisch. Und den könnte man jetzt die Armor auf, was weiß ich, plus 5 oder so bringen. Oder plus 6. Jetzt bräuchte man dort vorher nur Arschen wieder ein paar Seele. Ja. Krümpf. Was heißt Krümpf? Weiß ich auch nicht. Ist auch egal. So, pass auf. Und zwar, das Ding gibt 8000, haben wir, glaube ich, festgestellt, ne? Das 5000. Hatte ich das 8000er nur Aim oder was? Naja, gut. Wir gucken mal, wie weit wir mit 5000 kommen. Genau. Verstärke. Und zwar die Jäger Schwarzboe. Zack. 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 Jetzt haben wir den auf plus 5. Das heißt, mir du noch mal so, komm, auf geht's. So Seelebelcher verkloppe. Das gibt dann 3 oder was? 2. Oh, das ist wenig. Das wird jetzt doch eng. Naja gut, vielleicht kriegen wir noch 2 Level an, ne? Das könnte gerade so hinhauen. Verstärke. Und zwar hier den. Nein! Aber wo sehe ich jetzt, wie viel ich noch habe? Das ist nicht klar, das ist nicht so klar. Sieve Seele fehle, du ihr Leid. Sieve fehle. Sieve Seele fehle. Alter, was. Alter, das war Pech, oder? Und eigentlich. Eigentlich, ne? Du der jetzt weniger Schade mache wie der andere, ne? Kann ich du bei irgendeinem was verkloppe? Ich weiß, bei irgendeinem konnte ich Sache verkaufen, aber ich weiß nicht mehr bei wem. War das bei dem hier? Ich glaube nicht. Das war bei dem Zwerg, ne? Jetzt möchte man nur noch wissen, wo der Zwerg nochmal war. Na, wie sieht's da drin aus? Bei dir? Ja, ich kann überall nur Sache kaufen, ne? Das sind auch alles so ein bisschen, wie soll ich denn sagen? Sind so kleine Drecksäck, ne? Verkaufen geht immer. Aber was ankaufen, das machen sie da nicht, ne? Ach, das sind auch alles so von der, ja, von der Gattung Nehmer statt Geber. Sieve Seele, das ist so. Warte, pass auf, da hinten sind doch die Nasebeere. Wir kennen wir doch. Batschen wir einen Nasebär, dann kriegen wir 30, dann können wir noch ein Ding hochmachen. Das klappt hier hervorragend. Ich bin stolz. Jawohl. So, Normo. Nein. Nee. Jetzt haut der ab. Drecksack. Manchmal, ne? Du machst ja dann den Sprungangriff. Ach, du musst aber 8 treffen. Jawohl. 22. Sehr gut. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Dieser Sprungangriff, der funktioniert jetzt irgendwie auch nicht immer so komisch, ne? Also das ist strange. Verstärke. Und zwar einmal der Jägerbogen. So. Alter, jetzt wäre die wirklich auch noch eklig und laufen mir hinterher, ne? So, dann würde ich sagen, die tun wir jetzt mal. Also da haben wir jetzt 140 plus 86. Und da haben wir 131 plus 86. Also eigentlich ist der ja schlechter, ne? Oh, scheiße, du. Ja gut, er hat halt Stärke nur E. Und bei dem anderen S. Alter. Wollen er es jetzt wirklich drauf anlegen?
Wow! Ich glaube, ich gehe hier besser mal ein bisschen weg. Alter, du musst treffen. Treffe! Jawohl. So. Sorry, ich wollt's nicht. Ja, dann lassen wir halt der Schwarzbomo. Ich keine Ahnung jetzt. Der Anna, der macht ja eigentlich ein bisschen mehr Schade, aber das hier ist die Schrein von Amana. Und dort geht's dann weiter jetzt. Fertig. Wir haben hier ein bisschen aufgelevelt. Ich glaube, 10 hätte ich dummer ganz gern. Weil ich glaube, 10 ist oft so ein bisschen so, nennen wir es mal Hardcap. Oder so ähnlich. Wo man dann mit manchen Charaktere und so sprechen kann, weil mit denen man vorher nicht retten konnte, weil man zu dumm war. Das erinnert mich so ein bisschen an das eine Level aus Dark Souls 1, ne? Sagen Sie nur. Ja gut, die Tür könnte man theoretisch aufmachen. Leider jetzt ganz da unten. Ich hab gedacht, du würdest dich mit mir in der Halle wollen. Ja, das geschieht ja gerade recht, ey. Herz, Draken, Streit, Kolben. Ja, was war der, hä? Ja. Sehr gut. An der Stelle muss ich sagen... Ah, guck mal, da ist eine Truhe, das ist gut. Da ist nichts zu holen. Gut. Ah, guck mal, da hinten dran. Nee, das war optische Täuschung. Es gibt... Ja, wieder nur Rotz. Ja, wie man es kenne. Ja, gut, dann geht's jetzt aber nicht weiter. Das heißt, das ist auch schon mal nicht schlecht. Da haben wir schon mal Subgebiet von diesem neuen Gebiet abgeschlossen. Nämlich rechts Gang hin. Ne? So, und dann gehen wir jetzt runter zu der Opernsängerin. Es sieht alles so nur Fall aus, ne? Irgendwas ist doch durch. Ich hätte doch was, so wie soll ich denn sagen? So Landmare quasi. Sind das Schildkröte? Naja gut, ey, Schlaf sind sie weg, aber die komischen Besen auf die Struff gehupst, ne? Wer singt du jetzt? Hundertprozentig ist du irgendwo einfach so ein Abgrund, wo du dann runterspringst in den Tod. Hundertprozentig. Du denkst an nichts Beses und dann zack, machst du den Abgang. Hundertprozentig ist das so. Dann machst du die Ausweichrolle. Tot. Eigentlich müsste ich jetzt durch hintergehen, ne? Sehr gut. Ich hab da ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Dass ich so gleich, dass dann irgendwie so der typische Abgrund kommt und dann der Abgang machst. Da habe ich echt Schiss davor. Bin ich ganz ehrlich. Okay, glitzerndes Titanit ist auf jeden Fall geil. Ich weiß jetzt nicht, soll man da jetzt wirklich die ganze Höhle quasi abladen? Naja, guck du, genau so habe ich das gemeint. Sieh dir das? Genau da ist jetzt der Abgang, ne? Ja, ja. Ja, ja. Alter. Das ist so Spiegelung, ne?
Gut, so drin ist wahrscheinlich unser Sängerin. Jetzt ist sie verstummt, jetzt hat sie Schreck geredet. Dass du Fall auf dem Teppich. Alter, wenn du jetzt die Frado kaputt machst, dann wär ich aber stinkig. Das sieht aus, als wäre das so eine Art Aufzug, ne? Naja, gut, mir schwätze jetzt nur mit der. Oh, das ist Hellseherin. Warum? Wir sind Samo. Geht's noch? Aha. Das war trostlos. Okay. Ja, warum nicht? Aufsteige, rausgehe, fertig. Ja. Ah ja, ich tut nur. Ja, wenn ich nie rausgehe, ist mir klar, dass ich nicht weiß, was draußen abgeht, ne? Okay. Glatter, seidiger Stein, naja, gut. Ja, gut, das war ja sehr ergiebig, das Gespräch. Wo kommt denn das jetzt wieder her? Hä? Bin ich stumm oder was? Diese fiese Lache, ne? Sehr gut. Es ist schon ein fieses Level, muss ich sagen. Weil man so aufpassen muss. Ajo. Weil man so aufpassen muss, wo man hinläuft, ne? Du hast halt ruckzuck halt den Abgang gemacht. Und dann hast du die Scheiße, ne? Und wenn du dann die ganze Zeit so eine Unne guckst, damit du siehst, ob du langlaufen kannst, dann hast du halt auch ruckzuck nur den Gegner über sie. Ja, da ist jetzt wieder der Abgang. Okay. Ich meine, ich sag mal so, die Gegner sind jetzt aktuell alle gar überschaubar gut. Aber ich glaube wirklich, dass das Problem ist, dass du irgendwann mal aus Versehen unachtsam bist und dann irgendwie der Abgang machst an irgendeiner Stelle. Das glaube ich halt wirklich, ne? So, allein wenn ich jetzt so eine Ausweichroll mache, ne? So, okay. Das war eng. Du, hat nicht viel gefehlt. Hätte er nämlich nur seinen letzten Schlag angebrungen. Dann wäre ich wieder fett gewesen, ne? Also hier liegt der Tode. So, der Done, ich glaube, der wartet kurz vorm Abgrund. Mehr oder weniger kurz, ja, das stimmt. Es ist halt schon irgendwie gefährlich, ne? So, du scheint jetzt wieder irgendwie der Abgang zu sein. Nee. So richtig Zielwasser haben die aber auch nicht getrunken, ne? Oder? Gut. Da hinten ist eine Truhe, oder? Das mit der Truhe habe ich richtig erkannt.
Wenn das jetzt im Mimik gewesen wäre, das wäre echt fies gewesen, finde ich. Wenn dann rückwärts ausweiche, bin ich direkt in den Abgrund gehüpft. Das wäre fies, finde ich. Okay. Ja, was ist das für Feestaub? Das ist doch danach irgendwie Gegner, oder nicht? Sehr gut. Das ist jetzt schon ein bisschen unschön. Da sind jetzt so viel auf Ammo von denen. Das ist dann bestimmt auch nicht so geil, oder? Sehr gut. Der nächste. Ich sehe es kommen. Irgendwann kommt irgendwie so der große Bruder von denen. Und dann habe ich wieder den Checkpot gezogen. Höhle. Ja, gut erkannt. Enges Gebiet. Ja, gut. Ach, guck mal, tatsächlich. Da komme ich aber nicht drin, oder? Oder kann ich mich da irgendwie so durchschlängele? Nee, ne? Das geht nicht. Schade eigentlich, ne? Zäher Feind voraus. Ih. Ist das jetzt ein Bossgegner? Oder ist das jetzt nur ein neues Gebiet? Bossgegner brauchen wir eigentlich nicht mehr. Hat ihr erst welche? Eieiei. Es sieht schon geil aus mit den Pflanze oder was das da ist, ne? Muss aber wieder links und rechts höllisch aufpassen, dass du nicht den Abgang machst. Alter. Was für eine Reichweite hat denn der Trottel? Und dann ja noch so Cruise Missile mäßig, ne? Ja, ey, Alter, es reicht jetzt auch noch immer. Haha. Ja gut, es wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit, meine neue Boa auszuprobieren, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf die Distanz das irgendwie gebacken kriegt. Der kennt natürlich ja hin und runterfallen, ne? Quasi in der Abgrund sozusagen. Also normalerweise würde ich ja auch einfach hinrennen. Und an der Stelle muss ich aber fairerweise sagen, würde ich das gern vermeiden. Weil ich jetzt nicht so genau weiß, ab wann hier quasi wieder der Abgrund kommt. Und ich dann unverhofft in den Tod falle sozusagen. Okay, das geht noch. Aha. Gut, das ist schon mal gut. Jetzt stellt sich die Frage eigentlich, wir haben hier noch Silver Estos Flakons, also ich würde jetzt sagen, ihr könnt eigentlich auch hier so ein bisschen... Da hinten sind auch ein Haufen Items, ne? Aber da kommen wir jetzt so nicht hin vorerst. Jetzt wäre ich schon fast in den Angriff reingesprungen, ne? Es ist schon... Es gibt einem kein gutes Gefühl, weil du kannst halt, wenn du Ausweiche durch diese Ausweichrolle machst, bist du halt ruckzuck auch irgendwo runtergerollt, ne? Ach, die schon ich gar nicht gesehen, allebei. Okay, die wäre schon mal weg. Sehr gut. Kann ich die Blume hier irgendwie abfarmen? Nee. Schade. Was? Jetzt kann er du wieder nicht hoch, weil du Stage im Weg ist.
Sehr gut. So. Gehen wir mal da lang. Die mit ihrer Cruise-Missile-Zauber spricht du. Du kannst halt auch nicht schnell hinrennen, weil... Nein! Wow, ne? Also ich würde gern vermeiden, dass ich jetzt irgendwie aus Versehen irgendwo runterfalle. Was ich jetzt wieder nicht ziehe, dass es dort überhaupt ist, ne? Zu früh gehupst, ne? Ah. Ah! Renne bitte. Renne. Danke. So, Schlabberdrängsche, sehr gut. Ach, wie der zu früh. Ich hab doch kein Timing, ey. Ich kenn doch nicht so viel kriege, weil sie dann halt, 3 Jahre lang da oben warten mit ihrem Hammer. Wenn ich so lang warten wird mit so einem Hammer, der den schräg jetzt umfalle. Na gut, die sind natürlich auch ein bisschen muskulöser gebaut als ich, aber trotzdem. War du nicht noch einer? Du war da irgendwo so Zauberhannes. Dort wo Blumen sind, kann ich ja gefahrlos laufen, ne? Würde ich sagen. Weil die müssen ja auch irgendwo Boote haben, da sie irgendwie Wurzeln und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Tschüss. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alter, wo kommt denn das jetzt wieder her? Da hinten steht noch einer, ne? Hm. Das ist auch gefährlich, ne? Wenn du jetzt denkst, na gut, du warst ja, du kann ich jetzt erstmal ein bisschen schneller laufen, dann bist du auch ruckzuck irgendwo runtergefallen, ne? Und genau das ist jetzt der Punkt. Jetzt schießt die von hinten und du musst halt gucken, weil du irgendwie noch so ein bisschen gucken willst, ob da noch irgendwo was ist und so, ja? Und dann bist du ruckzuck irgendwo runtergefallen. Dann musst du nur ohne gucken, dass die Jode runterfällt, was dann aber wieder zum Ergebnis hat, dass du unter Umständen sterben tust. Ne? Weil, jo, ist klar. Genau, du kannst herkommen, sehr gut. Sehr löblich von dir. Sehr, sehr löblich. So, jetzt können wir gucken, wo die Anna da wieder schießen tut. Ah. So, jetzt rennen wir schnell wieder weg, weil es müsste ja eigentlich wieder der Adam mit seinem großen Hammer kommen. Ah, ne, er ist nicht getriggert. Den müssen wir aber auf jeden Fall machen, bevor wir wieder an unsere 3 Seele kommen. Hm. Ist das nicht der gleiche wie in dem eine Gebiet? Das war wieder knapp, ne? Naja, gut. Das hat aber gereicht. Und dort drauf kommt's an. Eigentlich würde ich halt auch hier mal gern gucken. Ah. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich dort hoch könnte. Ach, jetzt muss ich wieder aufpassen. Jetzt bin ich wieder gleich tot, ne? Das ist halt aber, ach, ich weiß nicht. Das ist doch nicht normal, dass der Kram jetzt ein halb Jahr lang hier hinterher flieht. Oder?
Mischte du nicht irgendwo meine Seele leihe? Ja, Alter. Ah, da drüben leise. Sehr gut. So, jetzt schnelle Schlapperdrängchen Pfeife. Jetzt hier müsste man eigentlich langlaufen können. Sehr gut. Ach, du kommst schon wieder die nächste angeflohen. Ich meine, glitzerndes Titanit ist jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Nein! Aha. Du hast hier noch einer. Das ist halt der Shit, ne? Wenn du dann 12 von denen an der Hacke haust, die anderen von 3 Kilometer Entfernung auf die Struff schießt und du jederzeit in der Abgrund fallen kannst, das ist dann schon ein bisschen assi, muss ich sagen. Also im wahrsten Sinne des Wortes finde ich das jetzt assi. Na! Fuck. Wahrscheinlich müssen wir ja schon von hier springen, ne? Ja? Gut. Ja, war aber eigentlich für die Katz, ne? Sieht man von hier oben, wo der Abgrund verläuft? Ja, hier läuft ja, ne? So links hinter. Okay. Aber eigentlich müsste man so auf der rechten Seite verhältnismäßig safe sind, oder? Aber du kommst auch mit Sicherheit irgendwann so Abgrund. Naja, hier. Okay. Ne, wenn ich jetzt so laufe, dann sehe ich halt null, wenn der Gegner kommt. Ja, okay. Das ist halt schon ein bisschen blöd, muss ich sagen, das Level hier. Also blöd im Sinne von nervig. Okay, da steht du wieder in. Oh. Du wäre ich jetzt aber, denke ich, relativ gefahrlos durchrennen können, oder? Du durch diese... Quasi kann ich mich jetzt hier verstecken. Sehr gut. So gefällt mir das. Amana-Stab, jawohl. Feuersame, allop. Ah, das ist Durchgang. Okay. Ja, okay, schön. So, jetzt wäre ich geneigt zu versuchen, hier die Treppe hinterzugehen. Alter. Du machst aber ja auch direkte Abgang, ne? Ob ich Bock drauf von? Wärst du bereit, irgendwo hinzukommen zum Kämpfen, wo ich halbwegs ordentlich ausweichen kann? So, hier wäre das ganz gut, in dem Gang hier. Alter, was für eine Reichweite hat der bitte. Dem sein Stäbchen geht hier der ganze Gang durch und durch die Wand durch. Der hat nicht das jetzt gesehen, wie er durch die Wand durchgeschlagen hat. Fuck. Eben hatte ich irgendwie gedacht oder das Gefühl gehabt, dass er mich nicht treffen wird. Nein!
Ich hab kein Flakos mehr. Ma! Na! Was ist das dann bitte für eine Reichweite? Ärgerlich wieder. Wissen ja, was mich dann noch viel mehr ärgert? Wenn ich den jetzt gleich mache, oder bei 10 muss sterben, dann dorthin gehen, dass einfach nichts ist. So, das war's nochmal für heute. Den eine Bossgegner haben wir gemacht. Das war eigentlich nicht wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, zweite Versuche, der was war, ne? Wie wir mal so ein bisschen gewusst haben, wie so das Bewegungsmuster ist, war das eigentlich kein Thema mehr. Und dann jetzt sind wir im nächsten Gebiet. Irgendwas mit der Amana, also quasi die Schwester vom Amani. Und da haben wir jetzt auch erst Leuchtfeuer gefunden. Von daher gucken wir mal, was das Gebiet noch so alles bringt. Aber was ich jetzt schon sagen kann, es scheint schon relativ nervig zu sein, weil mit dem ganzen Wasser auf dem Boden sieht man relativ schlecht, wenn neben Abgrund ist. Da bist du bestimmt ruckzuck auch mal abgeschmiert. Ne? Aber gut, mir wäre das beim nächsten Mal zusammen rausfinden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.